Dieses Video wird unterstützt vom Ministère de la Culture. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode. Film läuft September 5. Film, den ich für euch dabei habe. The Day Terror Went Live. Und ja, der Name als Programm. Aber wenn mir das total gefallen hat, dann erzähle ich euch an dieser Episode. September 5 war ein Film von Tim Fehlbaum, den er auf den Terrorakt von 1972 bei den Olympischen Spielen am München angeht, wo das israelische Team als Geisel geholt wurde. Er ist ein Reporter-Team von ABC, die eigentlich da waren, für die Olympischen Spiele zu begleiten, an die haben sich dann den Moment dazu entschlossen, die Story mit dem Terrorakt für sich zu beanspruchen, wenn ich so will. Und da war das echt Team zu sehen oder die echt Journalisten zu sehen, die einen Terrorakt live am Fernsehen überdrohen. 1972 war Live-Fernsehen nach eng ziemlich groß Nummer für allem, wann eben die Olympische Spiele am München waren, an sie an die USA ausgestrahlt tun, als das ganz über Satellit gelaufen, an die verschiedenen Sender haben sich die Slots dann eben müssen andelen, wen wenig kann live gehen. An sie haben sich dann den Moment dazu dezidiert, ein bisschen von den Olympischen Spielen wegzukommen, an den Terrorakt mit zu schildern. Das war ja eine grosse Sensation, an alle Zuschauerrekorder sind dummer gebracht gehen. Was der Film hier extrem gut hinkriegt, als einen Anblick an die Zeit zu kriegen. Die ganze Technik, die da war, die ganzen Probleme, die da dann hier gegangen sind, waren einfach super. Das war ein mega coolen Anblick, und das Leslie selber sitzt den da an den Schweißruf, weil ihn denkt, oh Gott, wie stressig das war, für einfach live zu gehen. Wenn ihr bedenkt, wie das Haut alles so funktioniert, und dann guckt ihn, wie das in der Zeit war, ist das schon ziemlich krass. Was die Leute da alles auf sich geholt haben, für das können zu realisieren, und für allem mit Themen umzugehen, wie zum Beispiel, wie gehen wir dann dummer da wenn ihn am Live-Fernsehen erschossen geht? Wie weit gehen wir, was wollen wir überhaupt alles weisen, und wie weit ist als Responsabilität für was eben zu demonstrieren? Das waren alles Frohe, mit denen sie sich schon müssen an Millisekunden müssen dezidieren, wie sie mit was für Situationen umgehen, und das ist ganz, ganz spannend. Der Film ist so mal da quasi schon ein Kammerspiel, wir befanden uns nonstop an dem Studio, und wir gucken auch den ganzen Terrorakt eben durch Kameran, aus dem Studio raus, durch Kameran observieren wir alles, und das ist ein ganz, ganz cooler Rugonsweis. Einfach mal den Fokus auf das Journalistenteam zu setzen und alles eben durch hier anzusehen, ist einfach fantastisch. Wie sehr Decisionen müssen geholt gehen, wie viel Risiko bei den Sachen muss geholt gehen wirklich super schön als Szenen gesagt. Film kommt man einer knackiger Länge von einer Stunde 35 Minuten daher, guckt sich auch noch super schnell weg. Ein kritisch Spannungsbau, da man dann nonstop aufrecht erhalten. Auch die Schauspieler sind heute absolut gut besetzt und transportieren das auf eine phänomenale Art und Weise. Im September 5, was du da einfach eine Rundsache, eine Rundgeschichte, die einfach spannend ist, nur zu gucken. Für allem einen Abblick an die Welt von den Journalisten zu kreieren, ist einfach faszinierend. Für mich, wenn ihr einen absolut gelungenen Film guckt, ich stehe ganz gerne am Kino an. Erzählt mal ganz gerne in den Kommentaren, wie euch der Film gefallen hat. Und in dem Sinne verabschiede ich mich auch schon und wünsche euch noch ganz viel Spaß am Kino. Mit September 5, The Day Terror Went Live. Ciao!